Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel in Berlin gegen Union. Ja, ich bin immer leider noch nicht ganz fit. Von daher wird es ein etwas kürzerer Talk werden. Ja, deswegen hauen wir uns auch direkt mal die Statistiken rein. Ballbesitz 32,8 zu 67,2. Erstmal 1,1. Wow, ist klar. Fouls 17,8. Zweikämpfe 49,52. Es wurden also 101% Zweikämpfe geführt. Wow. Schüsse 12,12. Schüsse aufs Tor 5,5. Ecken 4,7. Flanken 10,17. Ja. Zweikämpfe, Goretzka 8 gewonnen. Levi 6. Und Koman, nee, Levi, Goretzka 10, Lewandowski 8, Koman 6. Man sollte auch auf der richtigen Seite gucken, oder? Ballkontakte, Boateng 119, Alaba 102, Pavard 91. Sagt schon einiges über unser Spiel aus. Schüsse insgesamt, Levi 3, Sané 2, Koman 2. Gefault wurden Blasülz. Torschuss Vorlagen, Koman 2, Müller 2, Alaba 1. Ja, soviel zu den Statistiken, ich denke. Man sieht, es ist sehr ausgeglichen, da muss man gar nicht viel mehr zu sagen. Ja, ich denke einfach, unser Akku ist leer. Anders kann ich mir diese Leistung nicht erklären. Ja, ich denke, das beschreibt es am besten. Also ich habe selten, das heißt selten, das war die erste Halbzeit war die schlechteste Halbzeit, die wir dieses Jahr gespielt haben. Da muss man, also gefühlt kam da nicht ein Pass an. Gefühlt hat Alaba 80% Fehlpässe gespielt. Tolisso dasselbe. Goretzka dasselbe. Jeder, der da mittig gespielt hat, hat einen Fehlpass nach dem anderen gespielt. Wie gesagt, ich schiebe das mal so auf die fehlende Frische, dass wir einfach am Stock gehen. Allerdings habe ich es dann auch nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin, warum man dann nicht einen Rocker bringt. Wenn auch nicht von Anfang an, dann zur Halbzeit. Ich denke mal, man hat erste Halbzeit gesehen, wie viel Ballverluste wir einfach in der Mitte hatten. Ja, und das ist jemand, der den Ball hält und der die Pässe spielt, die auch ankommen. Habe ich nicht verstanden, warum dann so komisch gewechselt wurde. Mit dem Musala raus und Sani rein und später dann Goretzka raus und Tolisso rein. Also ich denke, es wäre mehr möglich gewesen in Berlin. Man muss fairerweise sagen, dass wir natürlich auch Glück hatten. Ja, wenn Union, wenn der Kruse da gewesen wäre, hätten wir das Spiel verloren. Muss man ganz einfach so sagen. Union hat 4, 5 Riesenchancen gehabt. Oder sagen wir mal 3 Riesenchancen plus 2, wenn sie sie richtig zu Ende gespielt hätten, wären es 5 Riesenchancen gewesen. Von daher haben wir Glück gehabt. Wir hatten noch den Sané-Kopfball und dann hat der Lute nochmal einen ganz gut gehalten, aber das war es auch. Und ja, das ist auch zu wenig. Also die erste Halbzeit war komplett verschenkt. Aber da können wir auch keinen rausnehmen oder keinen Schlecht hervorheben. Das war ein kollektives Schlecht. Ja? Also am besten hat mir noch dem Musiala gefallen. Er hat sich noch angeboten, er hat noch versucht irgendwas. Alle anderen waren so, ja, ich stehe hier und guck mal. Und auch zweite Halbzeit, wir hatten gute 20 Minuten. Und das war's. Ja? Dann war wieder so, ach ja, komm, ich habe jetzt den Ball. Ja, ich weiß auch nicht, komm hier, spiel mal wieder zurück, spiel mal quer. Ja, wie gesagt, wir können, das war für uns rein von den Chancen her ein glücklicher Punkt. Hinten raus, die letzten 10 Minuten hat es Union nochmal ein bisschen besser gemacht. Zwischenzeitlich, ja, oder ich denke mal, ich würde so analysieren, dass hinten raus uns komplett die Kraft weg war. Ja, also wir haben es nicht mehr geschafft, irgendwie einen vernünftigen Angriff zu spielen, eine vernünftige Ballstaffette, mal nur Fehlpässe, allein wie viel Fehlpässe der Levi heute gespielt hat, was ich nicht wirklich verstanden habe. Der Müller war komplett raus aus dem Spiel, erste Halbzeit. Ja, keine Ahnung. Ich schieb's einfach mal darauf, dass wir durch sind. Ja? Ich meine, guckt euch Dortmund gegen Stuttgart an heute. 5-1 Klatsche. Und die hatten noch eine Vorbereitung, die wir nicht hatten. Auf der anderen Seite schaut euch Leipzig an, die mit uns da oben stehen.
Die haben es heute gegen Bremen gut gemacht. Zumindest das, was ich gesehen habe. Wir haben es heute richtig schlecht gemacht, das muss man einfach sagen. So gut war Union nicht oder ist Union nicht. Ja? Und dass sie dann so viele gute, große Chancen gegen uns haben, sagt eigentlich alles aus. Ja, meine Prognose für die letzten beiden Spiele gegen Wolfsburg und gegen Leverkusen, die beide noch ungeschlagen sind. Ich denke nicht, dass wir die Spiele gewinnen werden. Mit viel Glück. Ja, keine Ahnung, vielleicht beömmeln wir uns irgendwie gegen Wolfsburg, obwohl ich die, wenn ich so auf meine Tipps die letzte Woche gucke, immer ein bisschen unterschätzt habe. Wie gesagt, die haben auch noch kein Spiel verloren. Wenn ich gucke, wie wir irgendwie, zumindest gefühlt, auf ein Zahnfleisch gehen und dann noch dazu so komische Aufstellungen gemacht werden, wie der Flick die macht. Ja, sehe ich nicht, dass wir eins dieser beiden Spiele gewinnen werden. Wenn wir da beide Spiele unentschieden spielen, können wir zufrieden sein, denke ich. Das ist meine Prognose, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Aber wenn man die letzten Wochen sieht, wir sind durch. Ja. Ich denke heute, die erste Halbzeit, man hat es gesehen, dann hat es irgendwie die Kraft für, ja, sind wir großzügig, sagen 30 Minuten in der zweiten Halbzeit gereicht. Und dann hinten raus, die letzte Viertelstunde war Union wieder mehr im Drücker. Also, ja, denke, damit ist das Spiel ganz gut analysiert. Ich werde trotzdem noch mal kurz ein paar Noten vergeben, aber das wird so wahrscheinlich wieder mehr so ein Einheitsbrei werden. Aber nichtsdestotrotz vielleicht ein, zwei Sätze zu den jeweiligen Spieler. Neuer, ja, ich denke, Neuer können wir heute nichts mäkeln, nichts dran rummeckern. Solide 3. Boateng würde ich auch eine solide 3 geben. Hat nicht ganz so viel Fehlpässe gespielt. Aber halt auch 2-3 Mal immer diese hohen Risikobälle in die Mitte rein, flach, die dann einfach direkt weg waren. Alaba würde ich eine 4 geben. Ja, hat 2-3 Mal hat er sich echt dumm angestellt in Zweikämpfen. Ansonsten war es eigentlich solide, aber Spielaufbau, wie gesagt, gefühlt waren es 80% Fehlpässe beim Alaba. Alphonso Davies auch nur eine 4, war auch schlecht heute. Denke, man hat ihm noch keinen Gefallen getan, ihn aufzustellen. Ist so auch so eine Sache, die ich nicht verstanden habe, wenn ich ehrlich bin, weil Hernandez ja, hatte die letzten Wochen eine Top-Form. Ja. Klar kannst du dann sagen, jo, Davis hat es gut gemacht im letzten Spiel. Klar kannst du dann sagen, eine Halbzeit und dann hätte sie ihn rausnehmen können. Also der war nach vorne, erste Halbzeit hat er jeden Ball verloren, keine Abstimmung mit Musiala, mit Alaba, gar nichts. Auch zweite Halbzeit nicht einen Akzent setzen können. Ja, nur zu sagen, weil der Becker da bei Union spielt und so schnell ist. Also, keine Ahnung. Aber man hat ihm keinen Gefallen getan, denke ich. Hätte man ihn lieber, in meinen Augen, wie gesagt, eine Halbzeit spielen lassen können oder später einwechseln können. Pavard hat meines Erachtens heute mal ganz gut gemacht. Würde ich eine 3 geben. Ja, hat wieder das Problem gehabt, dass er halt ab und wann hinten gegen 2 stand. Ja, weil es ist egal, ob der Gnabry da steht oder der Sané, die arbeiten beide einfach nicht mit nach hinten. Beziehungsweise dann immer so Alibi-mäßig. So ein Gnabry läuft dann wenigstens mal nochmal in der Mitte vielleicht mit nach hinten, so ein paar Meter. Ja, Müller, maximal eine 4. Habe ich gar nicht gesehen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Ja, hat man ihn mal ein bisschen gesehen, aber den hätte er auswechseln können. Ganz ehrlich, also ist ja auch nicht schlimm, ja, er ist schon ein bisschen älter und so weiter und ja, aber da hätte du, was weiß ich, hätte den Costa bringen können, sonst was, also ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen auf der Bank haben, ey. Ich meine, die können es auch nicht schlechter machen wie so Müller, weißt du? Wenn er halt keine Form hat, wenn er scheiße drauf ist. Dasselbe gilt für den Gnabry, habe ich auch nicht verstanden, warum er so lange gespielt hat. Das war heute auch nichts, wenn man ehrlich ist. Coman war so auch in der Offensive der einzige Lichtblick so ein bisschen. Obwohl er auch weit unter seinen Möglichkeiten war aber von den ganzen nach vorne noch der Beste. Daher würde ich ihm eine gute 3 geben. Ja, man könnte ihm auch eine 2 geben, er hat das Tor noch vorbereitet. Sehr stark übrigens auch. Goretzka war für mich auch nur eine 4, Leute. Ja, er hat keinen Bock gehabt, mit nach hinten zu arbeiten. Ist auch stehen geblieben, was man sonst gar nicht kennt. Ja, ich denke einfach, die Kraft war weg. Und er hat sich dann so gedacht, irgendwie, yo, ich lasse das mal mit nach hinten laufen.
Es war auf jeden Fall so, ich habe 2, 3 Szenen im Kopf, wo er einfach stehen geblieben ist. Also, beziehungsweise dann so hinterher getrabt ist. So, weiß ich nicht, Leute. War gar nicht zum Goretzka. Musala will ich eine 3 geben. War für mich noch der Aktivposten erster Halbzeit, der wirklich ein bisschen was versucht hat. Und ja, es war so, bevor wir zum Levi kommen, es war so wie das letzte Spiel. Aber wir haben keine Anspielstation in der Mitte gehabt. Das war, wenn dann was, der Musala noch ein bisschen. Habe ich nicht verstanden. Wie gesagt, wir haben Rocker dafür gekauft, dafür auf der Bank. Und wenn er gespielt hat, hat er es nicht schlecht gemacht. Ich weiß nicht, warum der Flick den nicht mag oder was. Ich habe keine Ahnung. Also, ich denke, heute wäre das perfekte Spiel für ihn gewesen. Der ist der defensive Part, der verteilt die Bälle. Hätten Goretzka vor ihm spielen können, worauf er anscheinend ja wahrscheinlich auch mehr Bock hat. Aber gut. Meine Meinung. Ich denke auf jeden Fall, damit wäre was gegangen. Allein durch einen Wechsel, weil wir einfach eine Anspielstation in der Mitte gehabt hätten, die halt immer präsent wäre und die auch die Bälle verteilt und nicht allein wie viele lange Bälle wir heute gespielt haben. Wir haben ja bestimmt gefühlt 30 lange Bälle gespielt. Ob quer oder längs, wenn der Boateng am Ball war, hast du nur gesehen. Also ideenlos, komplett keine Ideen, ganz schlecht. Devi, ja, gut, er hat ein Tor gemacht, da müssen wir ihm eine 3 geben. Ansonsten gar auch ganz schwach eigentlich. Also ich weiß nicht, warum er sich da hat fallen lassen im Strafraum. Er hätte den Ball eigentlich nur noch reinschieben müssen. Ja. Weiß nicht, warum er da eine Schwalbe machen muss. Er hat sich nicht so vertreten, als dass er da hinfliegt oder was. Ich habe keine Ahnung. Ganz schlecht. Ja, er hat sich dann ab und wann noch ein bisschen nach außen fallen lassen und so. War dann ein bisschen besser im Spiel, aber im Großen und Ganzen ja, auch keine Topform. Sané, ja, man hat es gesehen, er hat ein bisschen was versucht, hat dann auch mit nach hinten geackert, hat dann ein bisschen sich aufgerieben in den Zweikämpfen wieder und dann vorne war er wieder komplett wirkungslos. Als wenn er dann keine Kraft mehr hatte für irgendwelche Offensivaktionen. Bisschen schade, Tolisso, ja, also Sané brauchen wir nicht ja gut, wir können bewerten, geben wir ihm eine schlechte 3. Tolisso, wenn wir ihn bewerten wollten, 13 Minuten, was ich nicht unbedingt tun möchte. Schlecht. Ganz schlecht. 3-mal richtigen Fehlpass einfach in die Mitte rein. Da können wir froh sein, dass da Union echt so schwach war und nicht mehr rausgemacht hat. Warum man einen Choupo-Moting für 3 Minuten reinbringt, weiß ich auch nicht. Ich meine, wenn man ihn schon reinbringt, ja. Ja, dann bring ihn doch zur 60. rein. Ich meine, schlechter wie der Gnabry kann das auch nicht machen. Ansonsten habe ich schon gesagt, ich fand es ein bisschen schade, dass man den Douglas Costa nicht gebracht hat. Ich denke, auch in dem Spiel hätte er uns nochmal was geben können. Genauso wie uns ein Hernandez noch was hätte geben können. Und vor allen Dingen Rocker hätte uns was geben können. Ich habe es nicht verstanden, heute diese Standardwechsel irgendwie. Ja, nochmal, ich weiß nicht, was der Flick gegen den Rocker hat. Ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Ist der stabilste Ballverteiler bei uns, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob der Flick sagt so, ja, das macht schon Boateng und Alaba. Wie man heute gesehen hat, ja, haben die gar nichts gemacht. Ja. Spielaufbau war Note 6 bei beiden. Wie ich schon immer sagte, wir müssen das alles nicht überbewerten. Wir müssen das auch nicht irgendwie zu hoch hängen alles. Ich denke einfach, man sieht, dass unsere Mannschaft durch ist. Nichtsdestotrotz hätte man durch eine andere Aufstellung, glaube ich, ein bisschen mehr noch rauskitzeln können. Ist zumindest meine Meinung. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, dass wir eine spannende Saison sehen werden. Leverkusen, ich weiß gar nicht, gehen wir in den Spiel Leverkusen morgen? Ach, gegen Hoffenheim, ne? Genau. Ja, ich gehe davon aus, dass Leverkusen gewinnen wird. Dann werden die Erster sein. Ja, wie ich schon sagte, ich gehe davon aus, dass wir die beiden Spiele nicht gewinnen werden. Dafür sind wir einfach... Ja, ich meine, das war Union, Leute. Nichts gegen Union. Ja, die spielen es gut für den Aufsteiger. Genauso wie Stuttgart und so weiter. Aber wenn du gegen Union schon so eine 5 Riesenchancen zulässt, ja, so werden wir kein Spiel gegen Leverkusen oder geschweige Wolfsburg gewinnen, meiner Meinung nach. Vielleicht straft mich unser Club Lügen. Würde mich natürlich freuen, aber meine
Vorhersage ist, dass wir keinen Sieg mehr holen werden in den beiden Spielen. Und ja, wenn wir beide unentschieden spielen, ist alles tutti. Dann ist alles im Rahmen. Muss man mal gucken, was Leipzig macht in den 2 Spielen. Aber ich denke, dass das hier nochmal ja, noch mehr zusammenrutschen wird. Ich denke, die Dortmunder werden da auch wieder reinstoßen. Obwohl die irgendwie auch aktuell neben der Spur sind. Ja, was soll man sagen? Es wird eine spannende Saison werden. Und ja, ihr seht ja, die einzigen beiden Mannschaften, die noch kein Spiel verloren haben. Klar wäre es mega, wenn wir beide Spiele gewinnen würden, aber also ich persönlich gehe davon nicht aus. Mit viel, viel Glück irgendwie, dass wir vielleicht eins der beiden gewinnen, aber selbst das denke ich nicht. Ich denke, maximal werden wir 2 Unentschieden holen. Vielleicht verlieren wir auch beide Spiele, das kann auch passieren. Muss man dann halt einfach dann auch mit leben, ja. Wenn das so ist, dann ist das so und wir lassen uns mal überraschen, was die nächsten beiden Spiele bringen. Ja, ich möchte ansonsten gar nicht so weiter drum herum reden. Wie gesagt, mir geht es aktuell nicht so ganz dolle und von daher bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten rot-weiße Grüße gehen raus. Und wir hören uns Mittwoch. Warte. Schönen Dienstag, Mittwoch. Ich gucke mal eben. Wir spielen Mittwoch 20:30, also hören wir uns, wenn ihr Bock habt, Donnerstagmorgen wieder. Nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Bin gespannt. Tschüssi.